Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Taktik Fuchs. Leute, zweiter Bundesligaspieltag, erstes Heimspiel zu Hause gegen SC Freiburg. Und ja, ich zeige euch mal meine Aufstellung, meine Gedanken dazu. Und bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert sehr gerne den Kanal, damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja, und damit gehen wir mal rein in den Bums. Gut. Neuer stellt sich von alleine auf, genauso wie Harry Kane. Die können wir schon mal platzieren. Danach für mich, ich habe es nach dem letzten Spiel gesagt, stellen sich die nächsten beiden Spieler bei mir auch alleine auf. Das ist einmal Eric Dier. Den können wir schon mal hier unten hinziehen. Und natürlich ein Palhinha. Sollte meiner Meinung nach gesetzt sein. Jetzt kann man darüber diskutieren. Möchte man eine Dreierkette sehen? Möchte man eine Viererkette sehen? Ich würde persönlich erstmal mit der Viererkette anfangen. Weiß nicht, inwieweit die Dreierkette schon eingespielt ist. Ich meine, gut, wenn wir im Aufbau sind, wird aus der Viererkette auch meistens eine Dreierkette. Aber ja, kann man mit Sicherheit drüber streiten. Neben Dier, ich habe gerade in der PK gehört, dass ein Minje anscheinend ein bisschen angeschlagen war, ist, keine Ahnung, also hat sich das, bietet sich das von alleine da, dass es ein Upamecano ist. Ja, ja, ich denke, also ein Upa war genauso schlecht wie ein Kim. Ja, hat jetzt vielleicht dann nicht am Ende des Tages den entscheidenden oder diesen offensichtlichen Fehler gemacht, aber auch da war katastrophale Szenen bei. Er hatte ein bisschen Glück, dass der Ball dann einmal nicht ein bisschen besser abgefangen wurde und so weiter. Also das ist ein und dasselbe schlechte Level. Ich gehe aber davon aus, mit dem Eric Dier zusammen wird das ein bisschen besser aussehen. Ja. Und von daher für mich Dier gesetzt sein und Palhinha als alleiniger Sechser für mich auch absolut gesetzt. Gut, linke Seite. Wie gesagt, Fonzie Davis bleibe ich bei, hat in der Startelf nichts zu suchen und aufgrund der letzten gezeigten Leistung schon gar nicht. Ja. Rechts für mich Zacha Boe, der es in meinen Augen gut gemacht hat. Ja, defensiv gibt es mit Sicherheit Verbesserungspotenzial. Aber ich denke, da wird ein Eric Dier ihn dann auch schon einnorden. Ja, ansonsten für die Außenposition sehe ich einen Aznu auf beiden Seiten als erste Alternative. Ja, jetzt kommen wir natürlich zu vorne. Von vorne haben wir natürlich jede Menge Möglichkeiten. Ja. Für mich gehört ein Odyssee auf jeden Fall in die Startelf. Ohne Wenn und Aber. Und die Seite hat mir auch gut gefallen mit Boe und Odyssee. Ja, man hat auch gesehen, dass Odyssee auch sehr variabel ist, mal in die Mitte geht, mal vorne reingeht. Sich in Harry Kane fallen lässt. Das passt also. Da habe ich gar keine Kopfschmerzen. Musiala hat mir sehr gut gefallen. Ja, nach so einer 15 Minuten Anfangsphase. Ich glaube, bei ihm reicht es noch nicht für 90. Gefühlt 90 Minuten, aber ich würde Musiala auf jeden Fall auch in der Startelf sehen. Und ich würde ihn auf jeden Fall auf die Halbposition halb links stellen. Ja. Auch natürlich mit der Sache, dass er auch mal auf den linken Flügel ausweichen kann. Ja. Warum auf diese Halbposition? Ja, ich denke, da kann er, oder hat er auch unter Tuchel ganz gute Spiele gemacht. Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir ihn weiter nach hinten ziehen. Da müssten wir aber mit einer Dreierkette spielen, in meinen Augen. Dann könnten wir halt auch mit 2 Achtern bzw. 2 Zehnern spielen. Ja. Kann man natürlich drüber nachdenken. Aber wir haben ja natürlich auch noch 2 Plätze. Und natürlich ist vorne auch alles sehr variabel. Ja, wir könnten jetzt den defensiveren Ansatz nehmen. Wohl, ob der so viel defensiver ist, weiß ich gar nicht. Wenn wir das dann nochmal ein bisschen nach außen schieben würden. Könnten natürlich sagen, wir spielen
Mit einem Kimmich und einem Pavlo in der Mitte. Mit einem Palhinha als Verstärkung noch für die Viererkette. Dadurch können natürlich auch die Außenverteidiger natürlich richtig weit nach vorne gehen. Und unsere Leute auf den Halbpositionen können natürlich auch weiter in die Mitte rücken. Ja. Wäre eine Sache, die ich mal sehr gerne sehen wollen würde, weil dann wird das hier hinten zu einer Dreierkette. Ja, gerade im Aufbau. Dann lässt sich ein Palhinha fallen zwischen die Innenverteidiger. Oder ein Eric Dyer geht in die Mitte und Palhinha weiter nach links. Das müsste man halt gucken, wie sich das darbietet. Aber dann wären unsere Außenverteidiger auf jeden Fall ja, so offensiv, wie sie jetzt auch waren. Ja. Aber du hättest mit dem Palhinha halt einfach jemanden, der das ein bisschen besser koordinieren kann, der auch dann die Löcher stopft, sollten die Außenverteidiger nicht schnell genug wieder nach hinten kommen können. Ja, man kann natürlich auch sagen, wir stellen Musiala dann auf eine von diesen beiden Positionen. Wir stellen Müller auf eine von diesen beiden Positionen, stellen Gnabry nach links, aber Gnabry auf links, Katastrophe. Ja, sehe ich gar nicht. Sorry, Serge. Von daher bleibt er für mich die einzige Option auf der rechten Seite. Da hat er dann noch das Tor gemacht. Also sehe ich einen Serge als Konkurrent zum Odyssee und ja, da muss man ganz klar sagen, hat für mich ein Odyssee gerade die Nase vorne. Aber klar, wenn Odyssee nur eine gute Halbzeit hat oder so, dann bringst du Gnabry rein. Über links war Gnabry leider gar nichts. Sorry. Chancentod, immer da aus komischen Sachen aufs Tor gezündet, anstatt den Ball mal reinzuflanken. Ich weiß nicht, ob es an der Position lag oder nicht, müsste man halt schauen. Ansonsten kannst du natürlich auch einen Gnabry nochmal auf links bringen. Coman ist ja auch noch da. Wir werden mal sehen, wie das bis Sonntag aussieht. Hast natürlich auch einen Coman. Du hast einen Matistel, den du natürlich bringen kannst, ja. Dass das alles hier ein bisschen variabler wird. Wie gesagt, das ist... Wie würde ich anfangen? Ich würde wahrscheinlich nur mit einem von beiden anfangen, was Pavlovic und Kimmich anbelangt. Ich glaube, ich würde einfach aus Interesse mit dem Kimmich erstmal anfangen. Mir den Kimmich anschauen. Na klar kann man das auch mal testen, was ich gerade aufgezeichnet habe mit Kimmich und Pavlo, aber ich würde jetzt erstmal den Müller mit reinnehmen. Ja, wie sich das hier darstellt, habe ich gerade schon gesagt. Wir zeichnen das jetzt mal auf mit einem 4-1, 4-1. Du kannst es aber auch 4-1-2-3 nennen, wie auch immer, wie die Leute hinstellst. Aber ich denke, vorne ist es sehr variabel, mal abgesehen von Kimmich, der doch dann schon eher der auch von der Achterposition ist, kommt. Würde ich einfach mal gerne sehen, wie Kimmich diese Rolle interpretiert, wenn er auf jeden Fall den defensiven Part ganz klar hinter sich hat. Ja. Und Kimmich war bisher nicht schlecht, gar keine Frage. Pavlo war auch nicht schlecht, nicht falsch verstehen, aber ich würde nicht unbedingt direkt beide bringen. Einfach, dass man die Option noch hat. Ja. Dass man die Option noch hat, ein bisschen mehr Spielfreude oder ein bisschen mehr Kreativität vielleicht reinzubringen. Conny Leimer hat es natürlich gerade schwer, sehe ich jetzt auch nicht in der Startelf. Hier natürlich, ja, wie gesagt, du kannst auch einen Tell bringen, aber ich habe beim Odyssee auch schon gesehen, dass auch ein Odyssee ein Spieler ist, der auch mal gern in die Mitte zieht. Also wenn sich ein Harry Kane fallen lässt, was er ja tut, und wieder hier in diesen Räumen rumeiert, oder halt auch mal auf die rechte Seite geht, dann kann natürlich aber auch ein Odyssee da vorne reinrücken. Ja, das soll ja nicht das Problem sein. Und dann ist ein Harry Kane vielleicht auf der rechten Seite andersrum. Wenn Harry Kane sich fallen lässt, kann auch ein Müller vorne reinstoßen. Ja, also das kann Müller seit Jahren. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Ist natürlich gerade ein bisschen schade für den Tell. Ja, aber das wäre meine Startelf. Ja, ich denke, Müller hat sich auf jeden Fall nochmal verdient durch die Vorbereitung und von daher hätte er bei mir aktuell die Nase vorne. Aber natürlich, wie gesagt, du kannst einen Müller durch einen Musiala ersetzen, du kannst links einen Tell bringen, du kannst einen Coman über links bringen, du kannst einen Gnabry bringen. Wir haben Möglichkeiten über Möglichkeiten. Ja, also wir haben, was das anbelangt, wirklich aktuell
Möglichkeiten über Möglichkeiten. Du könntest ja sogar sagen, du stellst einen Kimmich auf die rechte Mittelfeldposition. Ja? Und stellst einen Pavlovic hier hin. Wie gesagt, du kannst aber auch mit Kimmich und Pavlovic in der Mitte beginnen. Dass ein Pavlovic das kann, hat er auch schon gezeigt. Ja? Also, das Wichtigste, ich denke, darauf können wir uns fast alle einigen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ist, dass ein Eric Dier in der Viererkette spielt und Palhinha davor. Ja, man kann, habe ich ja schon gesagt, darüber nachdenken, mit Dreierkette zu spielen. Uns fehlt leider gerade der dritte Innenverteidiger, um dies vielleicht seriös tun zu können. Und man würde sich vielleicht auch der Stärke von Boué ein bisschen berauben. Von daher würde ich erstmal bei der Viererkette bleiben, bis wir die Alternativen haben, um dann klar eine Dreierkette spielen zu können. Ja, es müssen nicht immer Innenverteidiger sein, die Dreierkette bilden. Du kannst das auch mit dem Außenverteidiger tun. Ich weiß aber nicht, inwieweit. Also im Guerrero weiß ich nicht, ob er da dann einer in dieser Dreierkette wäre. Das wäre mir dann doch ein Tacken zu offensiv. Dasselbe mit dem Boué. Ich glaube, auch er hat mehr seine Stärken in der Viererkette wie in der Dreierkette. Von daher würde ich erstmal mit einer Viererkette beginnen. Aber wenn natürlich dann irgendwann die Alternativen alle da sind, denke ich, haben wir gerade mit Ito und Stunny zwei Außenverteidiger, die auch einen sehr guten Innenverteidiger geben können und prädestiniert sind für eine Dreierkette. Ja. Von daher wird das vielleicht im Laufe der Saison noch ein taktisches Stilmittel, was ein bisschen effektiver dann noch sogar wird. Ja. Und dann rücken natürlich so Spieler wie ein Boué, der natürlich auch eine Position weiter vorne spielen kann. Ja, auf der rechten Außenbahn. Also auch da würde ich jetzt kein Problem sehen. Also von daher, aber wie gesagt, wir haben diese Saison so viele taktische Möglichkeiten. Ja, und ich habe jetzt noch nicht mal hier einen Goretzka und einen Coman eingezeichnet, weil das die Spieler sind, wo gerade noch so die Gerüchte sind, dass sie vielleicht einen Abgang hinlegen. Jetzt ist noch ein Vidovic drinne. Aber selbst wenn diese Spieler noch alle 3 wechseln würden, hast du trotzdem so viele Möglichkeiten. Ja. Das ist krank. Ja, man könnte natürlich sagen, Dreierkette könntest du vielleicht auch mit dem Goretzka ausprobieren. Aber weiß ich nicht, das sollten schon dann auch Spieler sein, die das auch beherrschen. Ja? Weil wir müssen jetzt mal langsam gucken, dass wir dann auch mal in der Defensive mal eine Formation finden, die sich vielleicht auch mal ein bisschen einspielt und mal ein bisschen Sicherheit bietet. Ne? Und das sehe ich persönlich nicht mit dem Davis und nicht mit dem Upa und Kim als Innenverteidigerpärchen. Ob es dann der Upa wird oder der Minje neben Eric Dier, wird man sehen, aber ja, ich denke, Eric Dier Pflicht gesetzt, ja, weil er einfach der diese Art Spieler ist, der die Viererkette ordnet, der Ruhe ausstrahlt, der Anweisungen gibt, der kein Problem hat, die Führung da hinten zu übernehmen. Und das ist, was uns einfach fehlt, wenn der Opa und Minje rumeiern. Das haben wir gesehen, das war Vogelwild teilweise. Ja. Von daher für mich Eric gesetzt und davor ein Palhinha muss spielen, Leute. Der muss spielen, der gibt uns auch nochmal die zusätzliche Stabilität. Und dann hast du immer noch 5 Offensive. Selbst wenn du dann jetzt mit Kimmich und Pavlo spielen würdest, hättest du auf dem Papier vielleicht nur 3 Offensive, aber du könntest natürlich auch einfach sagen, ja, ich stelle Musiala und Müller hier auf diese super doppelte 8- oder 10er-Rolle und hast gar keinen von Kimmich und Pavlovic auf dem Feld. Das geht natürlich auch und hast dann hier links nochmal einen Außenspieler. Ja? Also, wie gesagt, da sind Möglichkeiten genug da. Gar keine Frage. Also. Joa. Ich bin sehr gespannt, wie ein Company aufstellen wird. Ja, das wird sehr interessant zu sehen, ob er Konsequenzen zieht aus dem ersten Spiel oder ob er den gewissen Spielern noch Vertrauen schenkt bis zur Länderspielpause und dann rückblickend nochmal ein bisschen analysieren wird und dann Konsequenzen ziehen wird. Ich bin sehr gespannt. Fakt ist, er muss seinen Worten, die er ausgesprochen hat, auf jeden Fall jetzt Taten folgen lassen, meiner Meinung nach. Und von daher bin ich persönlich sehr gespannt auf die Aufstellung gegen Freiburg. Mein Tipp, da ich natürlich Optimist bin, an unsere Stärke glaube und natürlich auch hoffe, dass ein Company die richtigen Schlüsse zieht, 3-0. 3-0 ist mein Tipp gegen Freiburg und haut mir gerne euren Tipp in die Kommentare heute. Und ich wünsche uns allen ein schönes Spiel.
Und wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann, tschüssi! Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.